Der Affenbesuch. Der Julian stellt sich auf die Zehenspitze und macht sich so gross, wie er nur kann. Tatsächlich. Über den Köpfen seiner Mitschüler kann er schon die ersten Affen sehen. Eng zusammengequetscht stehen die Kinder der 3. Klasse vor einem grossen Affenfreigehege im Stadtzoo. Gleich werden sie reingehen und die Affen aus nächster Nähe sehen. Wenn man Glück hat, kommen die Affen sogar auf den Arm. «So, alle mal zuhören», ruft ihre Lehrerin, die Frau Lehme. «Also, gerade werden wir reingehen. Die Berberaffen sind zahm und zutraulich, aber Vorsicht! Sie sind auch sehr frech und immer scharf auf neues Spielzeug. Passet also auf eure Sachen auf, ein paar haben sie schon die Brille von der Nase gestohlen.» Die Kinder kichern. «Hey», denkt der Julian. «Wie kann man nur so blöd sein und sich von einem Aft In diesem Moment bekommt der Julian einen Stoss in den Rücken. Er dreht sich um. Hinter ihm steht der Neu. Er heisst Wladimir und kommt von irgendwoher, wo man kein Deutsch redet oder ein komisches Deutsch, das man gar nicht richtig versteht. «Ich nix», sagt der Wladimir. Grinsend zuckt er mit den Achseln und zeigt mit dem Daumen gegen Hingere. Bös starrt der Julian ihn an und dreht sich wieder um. Und noch etwas hört der Julian die Frau Lehme sagen. «Auf gar keinen Fall dürfen ihr die Affen füttern. Wenn ich jemanden hier dabei verwünsche...» «Hör auf, du Idiot!» schreit der Julian. Wieder hat er einen Stoss bekommen. Das Mal so heftig, dass er fast umgekehrt wäre. Wütig dreht er sich zum Wladimir um und stößt ihn mit beiden Händen gegen die Brust. «Ich nix, du Kappe!» schreit der Wladimir. Jetzt ist auch der Wladimir wütig und er verpasst dem Julian einen kräftigen Stoss gegen die Schultern. Hey, hört auf!» ruft Frau Lehme. «Oder ihr bleibt draussen!» Mit knallroten Köpfen starren sie sich an. Aber weil keiner draussen bleiben will, sagen sie lieber nichts. Ein bisschen später sind alle endlich im Gehege. Auf schmalen Bretterwegen geht es kreuz und quer durchs Waldgelände. Die meisten Affen klettern oben auf den Bäumen umeinander, aber ein paar kommen gewundrig runter und hocken sich sogar zmitzt auf den Weg. Der Julian weiss gar nicht, wo er zuerst hinschauen soll. Und als ein kleiner Affe an ihm aufspringt und sich an ihm festklammert, ist der Streit mit dem Wladimir vergessen. Aber kaum hat er den Kopf vom Tier berührt, springt es auch schon wieder runter. Schnell tippelt es ein paar Meter weiter und setzt sich mit dem Rücken zum Julian auf den Weg. Der Julian muss unbedingt ein Foto machen. Gut, dass die Mama ihm ihr Fotohandy ausgelehnt hat. Er greift in seine Jackentasche und er starrt vor Schreck. Das Handy ist weg. Dabei war es doch noch gerade da. Der Julian schaut um sich. Da fällt sein Blick auf Wladimir. Ja klar, der Wladimir hat das Handy geklaut, das er mir angerempelt hat. «Wart du nur», denkt der Julian. Wütig will er auf Wladimir losstürmen, wo plötzlich ein Handy läutet. Vor Schreck springt das Äffli vom Weg weg und davon. Und da sieht der Julian plötzlich etwas im Sonnenlicht blitzen. Das gibt's doch gar nicht. Dort, wo noch gerade das Äffli gehockt ist, liegt das Handy vor Mutter. Das Äffli war der Dieb. Und er hat fast den Wladimir beschuldigt. Wie peinlich. Unauffällig schillt er zum Wladimir über. Der steht wie fast immer traurig alleine um. Mit knallrotem Kopf geht der Julian zum Wladimir. Es tut mir leid, stottert der Julian nur. «Ich geschubst bin, ich nix schuld», sagt der Wladimir ganz ernst. Ja, ich weiss, es tut mir wirklich leid», antwortet der Julian verlegen. Der Wladimir will noch etwas sagen, aber ihm fallen die richtigen Wörter gerade nicht ein. Doch auf einmal lacht er und streckt dem Julian die Hand an. «Wir jetzt Freund?» Der Julian lacht. «Klar», antwortet er erleichtert und schüttelt dem Wladimir seine Hand. «Wir jetzt Freund.»